Die Schweiz stimmt Ende September über die neue E-ID ab. Offiziell heisst es, das Ganze sei einfach, sicher und freiwillig. Ein digitaler Ausweis auf dem Handy. Ist doch gäbig, oder? Aber es gibt auch mahnende Stimmen, die sagen, hinter der schönen Fassade stecke mehr. Was heute als Ausweis daherkomme, könnte morgen als Überwachungsinstrument gebraucht werden. Ist diese E-ID tatsächlich nur ein praktischer digitaler Ausweis? Oder gar am Ende eher ein digitales Gefängnis? Genau um das geht es im heutigen Video. Ciao zusammen, von unten hier. Herzlich willkommen aus Kalifornien, wo ich, wer das erste Mal hineinschaut, alle Wochen ein neues Thema mit badmeisterlichem Überblick und doc-filmerischem Gewunder in die Hüpel nehme. Seid ihr dabei? Cool. Dann legen wir los. Vor ein paar Tagen hatte ich das rote Abstimmungsbüchlein für die nächste Abstimmung vom 28. September im Briefkasten. Unter anderem geht es um die neue E-ID. Grundsätzlich denke ich, wäre ja schon noch ebengebig, wenn man nicht mehr so ein Plastikkärtchen mitschleppen müsste, sondern alles auf dem Nattel hat. Per Zufall hat mir genau in diesem Moment ein Kollege den Link zu einem kritischen Bericht zum Thema E-ID getextet. Ja, Sapperlot ist echt Komfort, etwa nur der Lockvogel, für etwas ganz anderes. Darum habe ich mir gesagt, von unten, da musst du ein bisschen genauer hinschauen. Da muss ich herausfinden, um was es wirklich geht. Und ich lade euch ein, mit mir auf das Entdeckungsreisli mitzukommen. Meine erste Frage war simpel. Was kann denn diese E-ID eigentlich genau alles? Die E-ID ist die neue digitale Identitätskarte. Also, anstatt einem Plastikkärtchen im Geldsäckel hat man dann einen digitalen Ausweis auf dem Handy. Herausgegeben vom Bund, konkret vom Bundesamt für Polizei oder kurz dem FedPol. In diesem digitalen Ausweis werden dann die gleichen Kernangaben wie auf dem heutigen ID-Kärtchen. Name, Geburt, Heimatort, Nationalität und ein Foto. Neu dazu käme jetzt aber noch, was bis jetzt nicht auf der Plastikkarte ist, nämlich das AHV-Nummer. Das ist eine eindeutige Kennziffer. Mit der können Sie uns quer durch verschiedenste Systeme identifizieren. Zum Beispiel hätten wir dann nur noch ein Behörden-Login schweizweit und nicht mehr x verschiedene. Zum Beispiel ein Login für die AHV, ein anderes für das Steueramt oder für die Gemeinde. Wenn du ein Online-Bankkonto eröffnen willst, kannst du deine Identität digital mit der App bestätigen, ohne dass du den Pass scannen und hochladen musst. Oder wenn du bei der Coop-Tankstelle am Samstag gegen Abend für zum Grillen noch ein Gajot Bier holen oder ein paar Fläschchen Ramseyer Apfelmost, dann kannst du hier an der Kasse mit deinem Telefon das Alter bestätigen. Jetzt muss man aber wissen, damit man die E-ID überhaupt auf das Handy herunterladen kann, muss man zuerst die sogenannte SwiU-App installieren. Sie ist die Haupt-App und dort drin findet man dann die sogenannte E-ID. Entwickelt hat die SwiU-Plattform das Bundesamt für Informatik und Telekommunikation, kurz BIT. Ich gehe mal davon aus, SwiU ist eine lässige Abkürzung für Switzerland und U. Im Kern könnte das auch heissen, deine Schweizer Identität. Item. Wichtiger ist, dass man den Unterschied schnallt. Die E-ID ist deine Identitätskarte, einfach in digitaler Form. SwiU heisst die App auf deinem Nattel, die du zuerst installieren musst, und der drin findest du diese E-ID. Das macht deutlich, und das wissen auch nur die wenigsten. Eigentlich ist die SwiU-App das eigentliche Power-Element. Die SwiU-App ist nicht nur für die E-ID gemacht worden, sondern nach und nach sollten dort drin immer mehr persönliche Ausweise und Dokumente landen. Zum Beispiel der Führerausweis, all deine Diplome und Zeugnisse, Krankenkassenausweis, Wohnsitzbestätigung, aber auch triviale Züge wie Konzertbillett oder dein Cumuluskärtchen. Und das alles sei dann nur der Anfang. So wird SwiU nach und nach zu einer zentralen Staats-App mit Häufen verschiedenen Ausweisen und persönlichen Informationen. Meine nächste Frage liegt auf der Hand. Warum will der Bund und die Befürworter das neue System überhaupt? Die Befürworter sagen vor allem eins: Die E-ID ist der Schlüssel in die digitale Zukunft. Sie versprechen sich davon, dass mancher Ablauf einfacher und sicherer werden soll. Sie betonen die Einfachheit. Mit der E-ID soll ein Haufen Zeug deutlich leichter gehen. Statt Kopien vom Pass hochzuladen oder Formular via Post schicken, reicht in vielen Fällen scheint ein Klick in der App.
Konto auftun, Strafregisterauszug bestellen oder der Altersnachweis beim Zeug kaufen. Alles soll unkomplizierter werden. Immer mit dem Versprechen, dass nur die nötigsten Daten weitergegeben werden. Zum Beispiel beim Gänkeln von einer Gotteren Wein sollte diese E-ID bei der Kasse nur die Bestätigung über 18 übermitteln und nicht das eigentliche Geburtsdatum. Die Befürworter versichern zudem, bei dieser neuen Variante jetzt sei die E-ID ganz sicher. Im 2021 hat die Bevölkerung die E-ID abgelehnt, weil private Firmen die hätten rausgegeben. Jetzt macht es aber ja der Staat. Ausgegeben vom FEDPOL, betrieben auf Rechenzentrum vom Bund unter Schweizer Recht und Kontrolle. Das mindert das Risiko von Datenmissbrauch deutlich. Ein weiteres Argument ist die Souveränität. Wenn die Schweiz keine eigene Lösung hat, dann werden sich dort die Lösungen von Google, Microsoft oder Apple durchsetzen. Mit einer staatlichen E-ID bleibe die digitale Identität in Schweizer Hand. Freiwillig, gratis und ohne Gewinnabsichten im Hintergrund. Die Unterstützer verweisen auch auf einen internationalen Anschluss. Estland, Schweden und sogar Liechtenstein sind längstens weiter. Die Schweiz dürfe nicht zum digitalen Museum werden, wenn sie im internationalen Wettbewerb bei den Leuten bleiben. Das Abstimmungsbüchlein erwähnt aber noch weitere Punkte. Datenschutz. Behörden und Firmen dürfen nur Daten abfragen, die wirklich nötig sind. Und jeder und jede soll selber bestimmen, was man freigebe. Es gäbe auch keine Überwachung durch den Bund. Der Staat wüsste also nicht, wenn und wo du deine E-ID gebraucht hast. Sie sind freiwillig und kosten nichts. Alle Dienstleistungen sollten weiterhin auch noch analog zugänglich bleiben. Service Public, die E-ID, gehören zur öffentlichen Grundversorgung und sind nicht gewinnorientiert. Ein breiter Entwicklungsprozess. Der Bund betont, er habe die jetzige Lösung im Dialog mit Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Wirtschaft erarbeitet. Also nicht im Hinterzimmer, sondern im Austausch aus verschiedenen Bereichen. Zusammengefasst könnte man also sagen, die Befürworter behaupten, die E-ID-Lösung sei einfacher, sicherer, staatlich, freiwillig und gratis. Die Daten bleiben unter Schweizer Kontrolle, der Staat verdiene nichts daran und die Schweiz bleibe dadurch international auf der Höhe. Das klingt doch super, oder? Was soll da schon schief gehen? Ich habe mich dann trotzdem bei den Skeptikern erkundigt. Und ich wollte wissen, wo sie dort Gefahren sehen mit dieser neuen E-ID. Und die Antworten sind deutlich weniger rosarot angemalt dahergekommen. Trotzdem die Befürworter sehr überzeugt tönen, die Skeptiker sehen das Ganze viel kritischer. Die E-ID ist der Schlüssel zum digitalen Gefängnis. Punkt. Wenn wir den Schlüssel der Regierung übergeben, machst du Tür auf für die Unterdrückung und Tyrannei. Sie dient keinem anderen Zweck, weil das Internet funktioniert seit Jahrzehnten und das wunderbar ohne E-ID. Jede Identifikation, jede digitale Bewegung wird überwacht und kontrolliert. Mit der E-ID wird unsere Freiheit Stück für Stück noch mehr eingeschränkt, unsere Daten werden gläserig und unser Alltag total manipulierbar. Wer die E-ID-Kontrolle zulässt, geht nicht nur seine Privatsphäre, sondern auch seine Selbstbestimmung auf. Von Freiwilligkeit zur Pflicht. Heute heisst es, die E-ID ist freiwillig. Aber die Gegner sagen, solche Systeme kippen fast immer zur Pflicht. Zuerst sei es eine Option, später wird es zur Voraussetzung. Für Bankengeschäfte, für das Reiseln, vielleicht sogar mal für das Abstimmen oder das Wählen. Wer sich verweigert, laufe Gefahr, irgendwann vom öffentlichen Leben ausgeschlossen zu werden. Heute David, morgen Goliath. Im Moment geht es um eine digitale ID. Aber schon ist die Rede von Führerausweis, Diplom, Krankenkassenkärtchen oder Konzertbillett. Kritiker sagen dem der klassische Function Creep. Das heisst, ein System, das mit der Zeit immer mehr Funktionen übernimmt. Am Schluss bis zu Finanzdaten oder Gesundheitsinformationen. Das macht viele misstrauisch. Überwachungsalbtraum. Alle Daten an einem Ort. Mit der E-ID und vor allem der Plattform SWIU entsteht eine zentrale Sammelstelle. Skeptiker warnen davor, weil wo so viele Daten zusammenkommen, sei Missbrauch nur eine Frage der Zeit. Durch Hacker, durch Behörden oder später durch Gesetzesänderungen. Besonders das AV-Nummer in der E-ID gilt als besonders heikel, weil die wie ein Masterkey funktioniert, um verschiedene Datenbanken quer zu verknüpfen.
Und ich habe noch einen Zusatz gefunden. Internetsurfen nur noch mit der E-ID. In der Schweiz werben zwar die Befürworter nicht mit dem Argument wie Jugendschutz im Netz oder Schutz vor Hassrede. Diese Themen sind so nicht gross auftaucht bei meiner Recherche. Aber in anderen Ländern, wie England oder der EU, wird gross damit geworben. Dort heisst es, sie brauchen digitale IDs, um Kinder vor Mobbing zu schützen oder um Hassrede zu bekämpfen. Kritiker warnen aber, das sei nur der Türöffner, um am Schluss die Anonymität im Netz abzuschaffen. Zusammengefasst sagen die kritischen Stimmen, heute freiwillig, morgen Pflicht, heute Ausweis, morgen Überwachungstool. Und wo so dermassen viele Daten zusammenkommen, sei Missbrauch nur eine Frage der Zeit. Ich wollte es noch ein bisschen genauer wissen. Was sind denn die möglichen Gefahren ganz konkret im Alltag? Und was ich herausgefunden habe, hat mir schon ein bisschen zu denken gegeben. Hier die Punkte, die Kritiker am meisten beschäftigen. Mit Beispiel, was das für Konsequenzen im Alltag haben könnte. Erstens das AHV-Nummer. Auf der heutigen Plastikkarte ist sie nicht drauf, in der E-ID aber schon. Mahnende Stimmen sagen, dass eben gerade das eindeutige AHV-Nummerli wie ein Masterschlüssel funktioniert. Mit diesem Nummerli können Sie die unterschiedlichsten Datenbanken quer verbinden, von Versicherungsdaten bis Datenbanken von Behörden. Sehr praktisch, weil es dann viel einfacher wird, aus verschiedenen Quellen ein detailliertes Lebensprofil über uns zusammenzubauen. Zum Beispiel könnten Sie über die Steuerverwaltung zu deinem Einkommen kommen, ob du unzahlte Steuerrechnungen hast. Von der Sozialversicherung kämen die Infos, bei welcher Krankenkasse du bist und wie du deine Deckung gewählt hast. Und ob du schon mal IV oder Arbeitslosengeld bezogen hast. Das Betreibungsamt kann Infos geben, ob du Schulden hast. Das Strassenverkehrsamt weiss, ob du schon mal den Führerausweis abgeben musst oder wie viele Bussen du schon hast. Und aus Spitälern und Arztpraxen könnten Daten kommen, etwa welche Behandlungen du hast und ob du an einer Krankheit umdökterst. Solche Infos wären natürlich Gold wert. Zum Beispiel für eine Krankenkasse, wenn du wechseln willst, oder für einen Arbeitgeber, wenn du dich irgendwo bewirbst. Zweitens. Protokoll und Spuren. Offiziell heisst es, der Bund wisse nicht, wenn und wo du deine E-ID brauchst. Aber im Gesetz steht, dass bestimmte Nutzungen dürfen aufgezeichnet werden. Zum Beispiel immer, wenn eine staatliche Datenbank, also ein sogenanntes Register, abgefragt wird. Das bedeutet, jedes Mal, wenn du deine E-ID brauchst, kann im Hintergrund ein kleiner Eintrag entstehen, so ein bisschen wie ein digitaler Fußabdruck. Wenn man eine gewisse Anzahl von solchen Spuren zusammenträgt, dann kann man auch wieder ein Bewegungs- und Nutzungsmuster über jemanden erstellen. Und genau das ist eben heikel. Weil aus solchen Mustern können sie mehr ablesen, als einem lieb ist. Es wird erkennbar, ob man finanzielle Probleme hat oder gesundheitlich angeschlagen ist. Und noch weiter denkt, sie könnten auch Rückschlüsse ziehen, ob man eher ein angepasster Bürger ist oder ob jemand eher kritisch dem Staat gegenübersteht. Drittens, Biometrie. Um eine E-ID zu bekommen, muss man sie gering föteln. Das Bild wird dann mit anderen bereits vorhandenen Fotos in staatlichen Datenbanken verglichen. Das soll sicherstellen, dass niemand eine falsche Identität anmeldet. Das tönt nach Sicherheit. Aber Kritiker sagen, damit werden biometrische Daten, also Gesichtsmerkmale, die einem eindeutig identifizieren, erstellt, zentral verarbeitet und gespeichert. Wenn solche Systeme einmal aufgebaut sind, könnten die ganz einfach ausgebaut werden. Zum Beispiel auf Gesichtserkennung im öffentlichen Raum, bei Kundgebungen oder Bahnhöfen oder Einkaufszentren. Die Gefahr ist, aus einem einfachen Foto für einen Ausweis können Sie schnell ein Werkzeug daraus machen, mit dem Sie Menschen im Alltag überwachen können. Und wenn dein Gesicht einmal digital erfasst ist, kann man das nicht mehr ändern. Nicht wie bei einem Passwort. Viertens, das Nattel als Fessel. Die E-ID ist zwingend mit dem Smartphone verbunden. Das macht dein Handy zum GPS-Tracker und Wanzen, alles in einem. Weil sie dort E-ID auf dem Handy jemandem genau zuordnen können, wissen sie dann auch, wer wo zur Zeit ist oder war.
Kritiker sagen, so können sie Menschen im Nachhinein ganz einfach identifizieren oder sogar in Echtzeit verfolgen, bei einer Demo oder bei einer nächsten Pandemie. Was als praktisches Hilfsmittel verkauft wird, wird schnell zum perfekten Überwachungsinstrument. 5. Freiwilligkeit oder doch Pflicht. Die Befürworter betonen, die EID sei freiwillig. Niemand müsse die brauchen. Alle Dienstleistungen bleiben analog verfügbar. Gegner sagen, das klingt zwar gut, aber in der Realität sehe das vielfach anders aus. Weil der Zwang muss nicht direkt vom Staat kommen. Er kann indirekt entstehen über Anbieter von Dienstleistungen, die die EID zwingend verlangen. Zum Beispiel die Stadien verkaufen Billets nur noch digital über SWIU. Oder Fluggesellschaften akzeptieren nur noch den digitalen Pass. Apotheken geben Medis nur noch mit der digitalen Krankenkassenkarte aus. Und es geht noch weiter. Auch internationale Konzerne tun sich schon auf eine Zukunft mit EIDs vorbereiten. Visa hat gesagt, sie schaue solche EID-Lösungen als Gamechanger an. Und sie rechnen damit, dass man ab 2027 so eine EID zwingend haben für eine Online-Zahlung. Sicher einmal in der EU. Offiziell bleibt die Nutzung also freiwillig. Aber wenn du deine Kreditkarte ohne EID nicht mehr brauchen kannst, ist das dann praktisch gleicher Zwang. So können die Behörden dann sagen, ja, wir haben niemanden gezwungen. Aber das wäre eben dann nur eine billige Ausrede. Wenn man im Alltag ausgeschlossen wird, dann bleibt da von Freiwilligkeit nicht mehr viel übrig. Sechstens, Beispiel aus dem Ausland. Ein Blick nach Grossbritannien zeigt, wie schnell aus Freiwilligkeit ein Zwang werden kann. Dort hat es zuerst auch geheissen, wir brauchen einen digitalen Altersnachweis im Internet als Zugangsschutz für Jugendliche. Zuerst hat das Pornoseiten betroffen. Dann sind aber Schritt für Schritt andere Plattformen dazugekommen. Wikipedia, Reddit, Spotify, YouTube haben wegen der Gesetzeslage auch so Alterscheck einführen. Was am Anfang freiwillig war, wird immer mehr zur Pflicht. Und wer jetzt sagt, dann muss man das halt mit einem VPN-Zugang umgehen. Nein, auch das geht nicht mehr. Auch diese Schlupflöcher sind neuerdings blockiert. VPN ist übrigens Software, die man damit so tun kann, als würde man von einem anderen Land auf das Internet zugreifen. Genau so könnte es also bei uns ablaufen. 7. Open Source. Aber gleich nicht ganz. Die Befürworter versprechen Transparenz. Sie sagen, der Programmcode, der hinter der EID läuft, wird offen zugänglich sein. Das heisst, die Fachkreise Open Source. So könnte jeder technisch begabte PCler selber nachschauen, was das System ganz genau macht. Aber, und da liegt der Haken, es gibt Ausnahmen. Wenn im Code Rechte von Dritten betroffen sind oder wenn die ursprünglichen Programmierer Sicherheitsgründe geltend machen, dann wird der betroffene Codeabschnitt nicht veröffentlicht. Und das ist genau die Gefahr. Wenn Teile des Code trotz allem geheim bleiben, könnte dort theoretisch jede Funktion eingebaut werden, ohne dass es jemand anderes sehen würde. So könnten also zum Beispiel Schnittstellen eingebaut werden, die deine Daten automatisch an Dritte weiterleiten, an Behörden oder Überwachungsfirmen. Alles läuft scheinbar normal weiter und man merkt selber nichts. Aber im Hintergrund wird man ausspioniert. Darum sagen viele, Open Source ist nur dann vertrauenswürdig, wenn wirklich alles vom Code offengelegt wird. 8. Globale Vernetzung. Die Schweiz diskutiert zwar jetzt über ihre eigene EID, aber wir sind nicht alleine. International laufen ähnliche Programme. In der EU, in den USA, in Australien und vielen anderen Ländern. Kritiker befürchten, dass am Schluss all diese Lösungen zusammenkommen, eins nach dem anderen, bis nachher ein globales Kontrollsystem entsteht. Und 9. Die Verknüpfung mit digitalem Geld. Ein letzter wichtiger Kritikpunkt betrifft das Geld. Was ich noch sagen an dieser Stelle, im Gesetz zur EID steht nichts davon, die digitale Identität mit digitalem Geld oder Online-Zahlungen zu kombinieren. In dieser Vorlage geht es nur mal um einen digitalen Ausweis. Aber Kritiker schauen über den Tellerrand raus und sagen, sobald es eine zentrale, digitale EID gibt, sei der nächste Schritt naheliegend, nämlich die Verknüpfung mit digitalem Zentralbankgeld, dem sogenannten CBDC.
Weltweit sind die Notenbanken am Testen von diesen digitalen Währungen. Auch die Schweizer Nationalbank experimentiert damit. Und genau hier gibt es jetzt eben Befürchtungen. Geld mit Ablaufdatum. Das heisst, man muss es bis zu einem gewissen Zeitpunkt gebraucht haben, sonst verfällt der Wert. Oder Geld mit Kategorie-Einschränkung. Das heisst, mit Geld vom Sozialamt kann man dann die Miete zahlen und Essen kaufen. Aber du kannst dann nicht damit ins Kino oder ein T-Shirt gängeln. Oder du willst noch eine Servilage kümmerle, aber dein Konto erlaubt nur noch Gemüse, weil du dein monatliche CO2-Limit erreicht hast. Oder Geld mit lokaler Einschränkung. Das heisst, man kann es nur in einem bestimmten Umkreis vom Wohnort brauchen. Das heisst, du willst mit deinem digitalen Geld ein Zugsbillett nach Domodossola kaufen, aber die Zahlung wird blockiert, weil dein Guthaben nur im Inland gültig ist. Alles das wäre scheint Bubi einfach zu programmieren, sobald es eine digitale ID und eine digital programmierbare Währung gibt. Kritiker vergleichen ein solches Zusammenkommen von digitaler ID und digitalem Geld mit einem Social Credit System. Das heisst, wer sich falsch aufführt oder kritisch äußert, riskiert, dass Zahlungen gesperrt oder eingeschränkt werden. Und das macht vielen Menschen Sorgen. Heute heisst es ist freiwillig und ganz harmlos. Aber morgen ohne ID kannst du keinen Pass mehr verlängern, du kannst keine Steuern mehr zahlen, du kannst auch kein Konto mehr öffnen und kein Ticket lösen. Alles läuft nur noch über den digitalen Schlüssel. Und wenn du passt nicht ins Schema. Ein Bier zu viel, das Konto blockiert, einer ist besoffen auf dem Velo, die Versicherung ist gesperrt, die Rot über die Ampel und die Bus ist automatisch abbuchen. Ein Joint zur falschen Zeit und du bist einfach registriert. Ein kritischer Leserbrief und plötzlich bist du in diesem System auffällig. Mit der EID gehst du nicht in die Freiheit, sondern direkt in die digitale Handschelle. Darum am 28. September ein klares Nein zur EID. Für eure Freiheit, für eure Kinder und für unsere Zukunft. Zusammengefasst könnte man sagen, Skeptiker sehen in der EID nicht einfach nur einen gäbigen Ausweis auf dem Handy, sondern der mögliche Einstieg in ein System, das gäng mehr unser Leben kontrolliert und bestimmt. Soweit Kritik im Detail. Aber das ist ja nicht das erste Mal, wo wir über so eine EID abstimmen. Schon im 2021 hat es so eine Vorlage gegeben. Und die ist dann auch klar abgelehnt worden. Was hat sich denn seither geändert, dass das Thema jetzt schon wieder auf den Tisch kommt? 2021 hat das Volk die EID ja schon mal mit 64,4% Nein-Stimmen abgelehnt. Dann war die Hauptkritik, dass die EID dann noch von privaten Firmen gemacht werden sollen. Und das hat eine Mehrheit der Stimmbürger nicht wollen. Heute sieht es anders aus. Das Mal macht es der Staat selber. Rausgegeben vom Bund soll das Ganze in Rechenzentren vom Bund laufen. Das ist, glaube ich, der grösste Unterschied. Eine zweite Änderung ist, dass die neue EID jetzt gratis ist und freiwillig bleiben sollte. Dann zumal hat es Bedenken gegeben, dass da Gebühren verlangt werden und dass dann die EID irgendwann zur Pflicht worden. Heute verspricht der Bund keine Kosten für die Nutzer und die analogen Wege sollen bestehen bleiben. Und noch drittens, wir reden jetzt viel mehr auch von Datenschutz. Stichwörter sind Minimal Disclosure oder Datensparsamkeit. Das heisst, es sollen bei Abfragen nur so wenig wie möglich Daten übertragen werden. Und man soll selber bestimmen, was man überhaupt freigeben will. Jetzt gibt es aber noch einen Punkt, den viele Gegner betonen. Trotz dem Nein vor 4 Jahren sind die technischen Projekte im Hintergrund scheinbar weitergelaufen. Die App Sviu gibt es bereits. Erste Tests sind online. Kritiker sagen, das mache den Eindruck, als ob das Resultat schon feststehe. Quasi Demokratie ja, aber nur zum Abnicken. Dann habe ich mich als nächstes gefragt, wie geht es eigentlich weiter? Was passiert bei einem Ja und was passiert bei einem Nein? Also, was passiert denn echt nach der Abstimmung? Bei einem Ja tritt das Gesetz in Kraft. Der Bund baut die Infrastruktur noch fertig aus und bringt dann die App Sviu offiziell an den Start.
Die Einführung soll frühestens im 2026 stattfinden. Zuerst mit der E-ID, später dann Schritt für Schritt auch noch mit weiteren Ausweisen, wie Führerausweis, Diplom, Zeugnis oder Krankenkassenkärtchen. Beim Nein bleibt alles wie bisher. Da gibt es keine staatliche E-ID. Obschon, es weiss natürlich niemand, ob es die Politik später nicht einfach wieder mit der dritten Vorlage probiert. Eure Vorhersage ist so gut wie meine. Gut, dann denke ich, dass wir jetzt einen guten Überblick haben über das Thema. Mit allen relevanten Argumenten dafür und dagegen. Wer wie abstimmt, das muss jetzt jede und jeder mit sich ausmachen. Zum Schluss möchte ich aber noch offenlegen, was ich persönlich aus dieser Recherche gelernt habe. Was habe ich daraus gelernt? Abschliessend bleibt für mich eine grosse Frage. Wo zieht man die Grenze zwischen Komfort und Kontrolle? Die perfekte Antwort habe ich nicht. Logisch, die Idee von der E-ID tönt zuerst mal verlockend. Alles digital, alles in einer App, kein Papierkram mehr und auch keine langen Behördengänge. Wer will das nicht? Und ich bin überzeugt, die Ingenieure und die Programmierer und all die, die an der technischen Umsetzung mitbügeln, meinen es sicher gut. Die wollen ein sauberes, modernes Projekt abliefern. Aber es gibt auch ein Sprichwort, das sagt, der Weg in die Hölle ist gepflastert mit guten Absichten. Das heisst, über diesem technischen Projekt gibt es eine grössere politische Ebene. Und da passt halt so eine E-ID extrem gut auf die Wunschliste von diesen Kreisen, die möglichst viel Kontrolle wollen. Die jüngste Vergangenheit hat gezeigt, besteht eine Möglichkeit, etwas zu machen, dann wird es früher oder später auch gemacht und auch missbraucht. Darum bin ich eher skeptisch. Wenn ich ehrlich bin, mein Vertrauen müssen die Behörden zuerst wieder verdienen. Statt immer mehr in Richtung totale Digitalisierung zu gehen, sollte man vielfach gescheiter vermehrt auf das Recht auf ein Offline-Leben drängen. Also im Recht, Behördengänge, Zahlungen, Verträge oder Reisen auch ohne digitale Identität auch weiterhin zu machen. Gerade die Schweiz mit ihren Werten wie Freiheit und Souveränität wäre doch prädestiniert, hier eine Vorreiterrolle zu übernehmen. Darum sage ich für mich persönlich lieber ein Nein zu viel, als später in einer digitalen Kontrollwelt zu erwachen, wo man dann nicht mehr rückgängig machen kann. Komfort finde ich auch angenehm, aber wenn die Möglichkeit besteht, dass ich dann noch mehr überwacht und kontrolliert werde, dann will ich das nicht. Et voilà, dann würde ich sagen, das war es wieder mal für heute. Ganz herzlichen Dank an alle, die mich wieder finanziell unterstützt haben. Euer Batzen hilft extrem. Es bedeutet, dass ich ein bisschen mehr Zeit in meine Recherchen investieren kann und mir so erleichtert, alle Wochen mit einem neuen, spannenden Beitrag einzufräsen. Weil Vogunten ist 100% unabhängig und unterstützerfinanziert. Für eine allfällige Spende findet ihr die nötigen Infos unter www.vogunten.ch oder auch im Beschreibungstext von jedem Video. Danke nochmal an alle Unterstützer. Vergesst nicht, mir zu verraten, von wo ihr auch das Mal wieder zugeschaut habt. Ihr seht eingeblendet, von wo eure Grüße zum letzten Video herkommen. Also, merci fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!